Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Ich sehe schon, dass so ein Gesichter-Rino wart auf mich. So. Dem beuge ich immer lieber vor, so ein Quatsch. Und ja, in der letzten Episode haben wir wieder so ein paar Sachen erfahren. Vor allem, dass der Leslie hier der Schlüssel wirklich sein könnte. Und die Kidman hat versucht, den Leslie zu killen. Daraufhin ist der Bastel hier in der U-Bahn-Station gelandet. Der Speckmann wohnt in einem Speckhaus, auch wenn er kein Gesicht mehr hat. Uah, war das eklig. Ja, und wie gesagt, jetzt sind wir hier in der U-Bahn-Station gelandet und könnten jetzt auch bei der begnadete Brücke sein, die uns Richtung Klinik führt, die wir vor ein paar Dele schon mit dem Seppel zusammengefunden haben. Der Seppel ist angeschossen worden von der Kidman. Und er war auch in der Klinik bei der vermissten Poster dabei. Also, ne, dass es jetzt auch wieder unter dem Bastel seiner, unter seiner, ja, Leitung gelaufen ist, dass er ihn gekillt hat. Das werden wir noch sehen. Ich bin tierisch gespannt, wie sich das alles am Schluss auflösen wird. Ne? Okay, das sind wieder so ein paar von den Dinger. Die kann ich aber auch hier lustig, locker flockig mal in die Luft jagen. Dann sehen uns... Oh, das geht jetzt sehr schnell mit dem Nachladen, muss ich sagen. Dann sehen die Bursche uns zwar recht fix. So. Oh, das macht schon ordentlich Schade, das Ding hier. Okay. Ich zünde dich mal vorsichtshalber an, mein Lieber. Und ich versuche ohne Scheiß jetzt auch dieses Kamerad ständig zu meiden. Das war echt nicht schön. Das habe ich viel zu oft verwendet. Und hat so einen hässlichen Beigeschmack, finde ich. Da hinten sollte ich vielleicht auch nochmal reinglotzen. Weil in dem anderen Waggon geht es ja wohl weiter. Ja, du darfst hoch. Du darfst hoch, Meister Detective Sebastian Castellanos, Versoffenster seines Jahrgangs. Nee, er darf nicht durch. Okay. Geht wohl nicht, dann gehen wir halt dort durch. Okay. Jagen wir auch lieber in die Luft. Jetzt ist er mal richtig schnell, der. Also so alleweil bin ich sehr froh drum, dass ich das schnell geskillt habe. So brauche ich wieder keine Ewigkeiten, um mein Magazin noch zu laden. Und bei der Schrotflinte dürfte das eigentlich auch relativ fix gehen jetzt. Ja. Und auch bei meinem Scharfschützegewehr dauert das nämlich Ewigkeiten. Also ach, beim Skiller, ihr liebe Leute, Nachladegeschwindigkeit ist definitiv nicht zu unterschätzen. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, bevor ich das Schade so hoch geskillt habe. Die Waffe schnell parat habe, ist auch immer echt, kann echt ein Segen sein. Okay, hier Regensreihe. Wir scheinen so allmählich dort zu kommen, wo wir hier wollten, ne? Ist er doch schon? Ja, so ist er. Es muss einen Weg nach dort oben geben. Ja. Das muss es wohl. Und wir müssen es wohl finden. Irgendwie. Höchstwahrscheinlich. Man kennt den Scheiß, jo. Okay, das sind wir da. Wo seid ihr? Ah, du bist. Hi. So, was hast du bei dir? 300? Das ist doch gar nicht mal so verkehrt, was so ein gammlicher Ruheloser, ne? Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie es weitergeht. Das war wohl nur die Aussichtsplattform hier, ne? Die bringt uns nicht sonderlich weit. Da kommt er auch nicht durch. Siehst, ich muss wohl oder übel hier wieder durch, ne? Ich kann es echt nicht sagen. Es ist ja das erste Mal, dass ich spiele, deswegen kann es halt auch mal passieren, dass ich hin und wieder so hier und her renne und keine Ahnung habe, was ich zu machen habe. Aber wir übergehen das Ganze mal geschickt mit dappische Kommentare und. Mann. Und ich wieder mit meiner Orientierung. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich hier renne. Aber ich weiß, dass ich dich mal lieber abzünde, auch wenn du keinen Kopf mehr hast. Aber hier können ja immer mal wieder irgendwelche hässliche Sachen passieren. Okay, nee, von da komme ich.
Springer oder so kann er nicht von hier. Die Munition kann ich auch nicht nochmal aufsammeln. Da muss ich echt wahrscheinlich hier irgendwo entlang. Ah, das kann ich abzünden, nämlich hier, ne? Ja. Okay. Das ist sehr cool, dass das Spiel danach wirklich dem Spieler die Möglichkeit gibt, hier durchzukommen. Eben weil dort nochmal, da ist noch Gel, weil dort dann auch wirklich Zeug liegt. Also weil da auch vorher Zündhölzer liegen. Da guckt man so oder so immer durch. Ich hoffe nur wegen Spinnennetz und so, dass unser fette Mutante-Spinnerich nicht wieder kommt. Kontrollpunkt. Ach, ihr wieder, ihr Doppelköpf. Euch kenne ich noch von der Kathedrale, ne? Okay, die Doppelcap aus der Kirche sind wieder zurück. Das kann ja immer mal wieder passieren. Aber geil, dass jetzt auch die levelspezifische Gegner wieder so kommen, ne? Ich bin ja mal wirklich gespannt, wann auch der Jemus und so wieder kommt. Den habe ich ja so besonders geliebt. Oh, scheiße, Doppelkopf steht wieder auf. Alter, ist das so eklig, Mann. Mann! Boah, der hat jetzt sich bei den ganzen 4 Mol nicht gelost. Das finde ich übel. Den anderen habe ich mit... Hoppla. Den anderen habe ich mit M-Headshot fertig gekriegt. Und den hier mit 4 Schüsse erst. Ja, ist ja gut, Mann. Okay, da kommen sie jetzt. Alter, der ist ja noch hässlicher. Lass mich los, du Gesicht. Barstuhl auf den Kopf. Dankeschön. Ich verbrenne dich, weil du so unwahrscheinlich hässlich bist. Manometer, ne, sowas sollte nicht erhalten bleiben. 9550, damit kann man wieder arbeiten. Und wo geht's hier lang? Vorsichtig. Kann ich dich anzünden im Boden? Ne, dich kann ich nicht anzünden, kann ich deinen Kopf schießen? Nee. Dann wird ja vorgesehen sein, dass der von sich aus wieder aufsteht oder dass der einfach gar nichts macht. Das kann natürlich auch sein. Okay, da haben wir Britzelfaller. Was macht die Britzelfaller? Sie britzelt, oder? Sehr begnadet. Kann ich da drunter durchschleichen oder... Okay. Ich kann nicht anzünden. Oh Gott, der fliegt sogar, wenn man anzündet. Und er hat nichts dabei. Ich mache mal, dass ich dort durchkomme, dass das Ding wieder angeht noch eine gewisse Zeit. Ja. Okay, jetzt haben wir es mit einer neuen Art von Falle zu tun. Jetzt könnte man gegrillt werden wie Brothähnchen. Ich muss dazu sagen, bei mir gibt es halt Hähnchen zum Ofenessen. Der ist gerade noch im Ofen drin. Boah, ich liebe das Hähnchen zu machen. Und zwar ist das Hähnchen auf so einer speziellen Form, dass es mit dem Berzel da drauf sitzt und dann so auf dem Ding drauf sitzt, ne? Und da wird es gleichmäßig von aller Seite gebräunt und hat richtig geile Kruste, so richtig geile Haut. Ich liebe das. Hähnchenhaut ist etwas, da könnte ich mich dran tot fressen. Kennen wir das Eischlacher oder so? Nee. Und eine Klinik ist auch wieder in der Nähe. Hallo, du freundliche Ratte. Ugh. Okay, die freundliche Ratte hat's erwischt. Können wir das anzünden, den Scheiß, oder? Ja. Es schleimt grün. Ja. Es grünt so grün, der Schleim ist grün, wenn Bastian auf den Schleimgrün tritt. Ja. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts, weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken, aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Okay. Dann ab in die Klinik. Gucke, was jetzt kommt.
Okay, wir sind wieder im Zimmer. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass man mal so zwischendurch an andere Orte in die Klinik aufwachen. Und? Der dritte auch mal nicht ein. Na gut, sein eigenes Zimmer, die dritte nicht. Und ist neben der Kumpel wieder gesprächsbereit? Nee. Okay. Was machst du? Ist noch einer vermisst? Haben Sie etwas vergessen? Oh, leck mich fett. Sie selber. Sie selber. Vermisst? Aber sie ist... Oh, oh. Tatjana. Vermisst Tatjana Gutierrez, Pflegerin in der Beacon-Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sie ist nicht mehr im Haus. Tatjana ist ab sofort nämlich bei uns hier. Ach du Scheiße. Jetzt geht's wirklich im End zu, ihr liebe Leid. Okay, unser Tatjana Gutierrez ist ab sofort nimmer in der Klinik, wenn wir drin sind. Scheiße. Sie ist mir eventuell nur noch unser Nachbar als Gesellschaft hier. Okay, wir gucken mal weiter, was wir noch hätten. Das könnten wir machen. Wir könnten aber auch unsere Magazinkapazität erhöhen. Halte ich für sinnvoll. Es steht nach wie vor im Zeichen der Schrotflinte. Jetzt gucken wir gerade mal. Und. Oh ja, die lädt er ziemlich fix hoch, der Knabe. Scheiße. Ab jetzt gibt's keine Tatjana mehr. Mann, 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 Mann. Heftiger Scheiß ist das. Kapitel 14 Hintergedanken gespeichert. Boah, jetzt sieht die Klinik auch so anders aus in dem bläulichen Licht. Ich bin höllisch gespannt, was da kommt. Boah, geil. Es wird echt heftig. Okay, wir haben gelernt. Die Rat hat sie erwischt. Da sollten wir nicht durch. Das heißt, wir sollten eher da durch. Da steckt noch Glibber drin. 300 und 500. Das können wir nicht abzünden. Ne? Das geht nicht. Wow. Okay. Dann Ende Kopf habe ich da weggeschossen, glaube ich. Aber der Kernkopf ist noch drunter. Ja, uff mich anzufallen mit deiner eklige Wichsgriffel. Ich glaub's hackt. So. Das hast du, du Widerling. Okay, in meinem Revolver habe ich wirklich nämlich viel. Hohlspitzgeschosse habe ich jetzt. Okay. Für die Viecher ist es vielleicht echt besser, wenn ich mit einem Gewehr schaffe, ja. Scheiße. Okay. Merke, Slanesh-Anhänger sind hier in der Katakombe und der Riesententakel ist erwacht. Oder ein Pirat ist hier, der gekriegt hat, Release the Kraken. Scheiße. Kontrollpunkt, Kontrollpunkt. Ich bin sehr nervös. Und hab hier wenigstens noch ein Streichhölzel gekriegt und Harpunebolzer. Ja, wenn es gegen den Kraken geht, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir mit Harpunebolzer arbeiten. Das können wir auch nicht abzünden, okay. Dann arbeite ich hier mit dem einzigsten Harpunebolzer, den ich noch im Sack habe. Ich finde das so eklig mit einer Schmatz- und Schleimgeräusche. Scheiße, scheiße. Oh, oh. Oh, leck. Okay, da ist der hier. Der ist reingedappt und hat das Ding ausgelöst. Scheiße, die sollte ich eher erwischen. Bevor ich nochmal die Blitzladung abkrieg. Okay, das funktioniert. Da kommt noch einer. Den habe ich. Sehr gut. Habe ich. Habe ich. Aber gerade so. Wow. Scheiße. Ja. Ich sollte besser aufpassen. Du hast recht. Du hast recht, Bastel. Das sollte ich wirklich. Ich sollte echt vorsichtig sein hier.
Aber wenigstens haben wir die ganze Freaks aus ihre Löcher gelockt. Und gucken wir mal, was wir da noch kriegen. Ne? Ah, so ein kleines Geheimversteck. Das nächste Mal in der Klinik haben wir wieder was. Und interessanterweise, ihr liebe Leute, ist das... Ah, nee, doch nicht. Ich habe mich verguckt. Ich habe gedacht, das Symbol, was man da immer an der Wände geschmiert gesehen hat und bei der Kathedrale dran, wäre auf der Kiste dran gewesen. Okay, aber man darf sich auch mal vergucken, ne? Na gut, von da sind wir gekommen. Da ist noch so ein kleiner optionaler Gang. Ja, ich sehe dich. Eine Eisbolze. Boah, gerade so noch. Und... Scheiße, scheiße! Okay, vielleicht sollte ich hier wirklich durchschleichen. Das ist wohl echt geschickter, ne? Und da komme ich. Könnte es aber auch noch was geben, oder? Nee, einfach nur eine Wand. Okay. Mal gucken, wo ich jetzt hinkomme. Sieht nur Kanalisation aus. Ich könnte drauf wetten, jetzt mal ohne Scheiß, ich könnte drauf wetten, dass wir im Endeffekt dort rauskommen, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Dass wir in dem Bereich, wo wir dann vom Ackermanns Heinz am Anfang abkauen sind, dass wir da rauskommen wieder. Dass wir in der Nervenheilanstalt rauskommen durch die Kanalisation. Ich könnte eigentlich schon fast drauf wetten, dass das der Fall ist. Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Sehr cool. Okay. Das ist sehr cool. Mal gucken, was wir mit dem Zeug anstellen können. Glibber und Werkzeug. Und da drehen wir mal lieber das Saft ab. Damit das Wasser runtergeht, ne? Schätze ich jetzt einfach mal so. Du hast mich rote, jetzt kommen lauter Ruhelose. Die hier als Wasserleicher garniert waren. Oder so ein Scheiß. Nee. Okay, mal ausnahmsweise Glück gehabt. Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Dann haben wir noch grüne Schleim. Jeder, der Louis Define kennt, wird das Zitat wahrscheinlich auch kennen. Aber frohen mich echt nicht, aus welchem Film von ihm das ist. Das kann ich dann doch nicht sagen, aber das Zitat ist legendär. Okay. Unser ist hier wieder unterwegs. Wie ist der Teufel, wo er wieder steckt mit der Kraft von Doppelkopf? Ah, Mann, nicht so eklige Geräusche, du Schnaufkopf. Okay, alles klar, kapiert. Der Kraken zerrt sich gern mal so einen Doppelkopf rein. Das ist der perfekte Snack für zwischendurch. Scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter. Ist das eklig. Aber wenigstens fressen die Freaks sich untereinander. Okay. Sieht so aus, als wäre unser Bossgegner hier der Kraken. Ich hab's irgendwie so im Gefühl, ne? Ach nee, weißt du was, ich behalte die Flinte. Glippert der hier alles so zu, der Kraken? Dann... der Gebärmutterhals geht auf. Jetzt quetscht dich da durch den organischen Scheiß, Mann. Pfui Würg. Kontrollpunkt. Okay. Wissen ihr was? Ich mache an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns am Dienstag wieder zu Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, weil mein Hinkel ist jetzt gut, deswegen mache ich hier den Cut. Machen's gut und bis Dienstag. Euer Yankee.